Es ist Dienstag, der 24. März. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Dazu lesen wir im Lehrtext von Paulus, Kolosser 1,9. Darum lassen auch wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Erkenntnis, Weisheit, Einsicht. Wer möchte nicht voll davon sein in diesen Tagen, die so anstrengend und herausfordernd sind, wo man so viel verstehen sollte und vielleicht sogar das Ganze einordnen möchte in einen Gesamtplan Gottes und sehen, wo wir da stehen. Jedenfalls war genau das, Erkenntnis, Weisheit, Einsicht, immer schon ein großes Anliegen der Menschen. Sie wollten verstehen, woher sie kommen, wohin sie gehen, wie es hinter dem Vorhang ausschaut, ob da eine Welt über ihnen noch ist, was in ihnen allen ist und wie man diese ganze Welt sortieren und begreifen kann. Deshalb haben nicht nur das Christentum und das Judentum, sondern alle Religionen und Philosophien der Welt sich immer genau mit dem beschäftigt, Erkenntnis, Weisheit, Einsicht. In den letzten Tagen ist ein kleines Ereignis kurz in den Nachrichten erschienen. Israel hat 114 orthodoxe Juden aus New York heimfliegen müssen in einer Notaktion in der Nachbarschaft dieser Chabad-Schule, wie es heißt, in Crown Heights in New York, ist das Coronavirus ausgebrochen. Die halben dieser Studenten waren bereits infiziert, so hat man sie also heimgenommen, alle in die Quarantäne, einige überhaupt eben in intensivere Pflege. Und da hat man sich gefragt, ja, was sind eigentlich solche Chabad-Schüler? Eine Untergruppierung der Chassidim, das heißt der orthodoxen Bewegung. Wir wollen uns ganz kurz damit beschäftigen, weil es hängt ja genau mit diesen drei Begriffen, die Paulus gebraucht, zusammen. Salman Schneur aus Lubavitch gilt als der Gründer der Chabad-Bewegung. Man schreibt das Jahr 1775 als Gründungsjahr derselben. Der Städtename Lubavitch heißt so viel wie im Neuen Testament Philadelphia, das heißt Bruderliebe. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn die Chabad-Bewegung beschäftigt sich mit der Tora, wie kann man Gott lieben, wie kann man den Nächsten lieben, wie kann man überhaupt die Tora noch besser, noch grundlegender verstehen, wie kann man den Schöpfer verstehen und auch sein Geschöpf, wie die geistliche Welt. Dieser Rabbi hat auf die ganz alten Quellen zum Interpretieren der Tora zurückgegriffen, nämlich auf den jüdischen Mystizismus, sprich auf die Kabbala, und hat eine Lehre entwickelt, die besser als alle anderen eben diese Zusammenhänge erklärte, vielleicht auch besser zugänglich für Studenten. Jedenfalls hat unter allen jüdischen Lehren die Chabad-Bewegung das Rennen gemacht. Es gibt heutzutage 3300 Chabad-Institutionen weltweit und in Israel. Es gibt 4000 Familien, die ausgesandt wurden in alle Welt, um Chabad in allen Synagogen irgendwie zu implementieren. Man muss sagen, es ist die breiteste Organisation im orthodoxen Judentum. Chabad ist ein Kurzwort, ein Akronym, zusammengesetzt aus Chochma, Bina, Da'at. Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. Genau das, was Paulus hier schreibt. Eben das, was die Menschen ja immer schon interessiert hat. Nun muss man wissen, Paulus ist nicht der Vorläufer der Chabad-Bewegung, denn er sagte ja, es braucht geistliche Weisheit und geistliche Einsicht. Damit meint er nicht irgendeinen regen und angeregten Geist, der alles erforscht, sondern er meinte etwas, was zurückgeht auf den Geist Jesu Christi, auf den Geist der Vaterschaft Gottes, der da sagt, Abba, lieber Vater. Er meinte diesen Geist, der ausgegossen wurde auf die Menschen, auf diejenigen, die das auch empfangen wollten. An Pfingsten, von diesem Geist redet er und also auch von Einsicht, Erkenntnis, Weisheit in diesem Zusammenhang. Das ist auch der Grund, weshalb Paulus nicht in die philosophischen Gefilde, in die Spekulationen, in den Mystizismus abdriftet.
und große Systeme aufstellt, sondern einfach nur eines wissen will. Man sieht es bei ihm immer wieder. Er möchte wissen, was ist dieser Wille Gottes? Was will Gott, dass wir von ihm empfangen? Was will er, dass wir weitergeben? Deshalb auch ist es ein Gebetsanliegen. Es ist nicht eine Pädagogik, es ist nicht eine Schulung, sondern ein Gebetsanliegen. Alle Gemeindeglieder sollen tiefer dort hineinkommen in das Verständnis des göttlichen Willens. Und ja, wenn wir auf diesen Gotteswillen schauen, heißt es doch, er will ja, dass wir ihn verstehen. Das heißt eben Erkenntnis in Hebräisch. Erkenntnis ist ein anderes Wort für Liebe in Hebräisch. Das heißt, man erkennt das Du, man weiß, er ist der Vater, wir sind das Kind. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Er ist ein Freund von uns, Jesus Christus ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Das sind alles Liebesbegriffe, Beziehungsbegriffe, das ist Erkenntnis im biblischen Sinn. Und der Wille Gottes ist, dass wir das vorweg verstehen. Und dann kommen wir zu dem, was man vielleicht eben Einsicht nennen würde. Paulus braucht das Wort Einsicht. Es ist nicht dasselbe wie Erkenntnis, sondern es heißt so wie generell verstehen, was Gottes Plan ist. Eine generelle Einsicht haben in sein Reich, in sein Werk, in seine Gnade, in die großen Zusammenhänge. Man weiß, wo man steht, man versteht vielleicht auch seine Berufung, man weiß, was die Gemeinde Jesu Christi ist, man versteht, was Mission ist und weshalb sie so wichtig ist. Das alles ist Einsicht. Einsicht in die Gedanken Gottes. Und dann spricht er auch noch von Weisheit. Weisheit ist noch einmal etwas anderes. Weisheit ist Anwendung von Liebe in einer einzelnen Situation. Man versteht, wie dieses Evangelium zum Nächsten kommt. Man versteht, wie ich jetzt dieses oder jenes Problem in Gottes Weise angehen kann. Ein Problem, das mir vielleicht heute vor die Füße geworfen wird. Es ist wie der Steuermann im Gegensatz zum Kapitän, der ja weiß, welchen Hafen man anfährt. Der Steuermann weiß, wie man um die Klippen herumgeht, im Nahbereich, im Alltag, hier und jetzt. Das ist Weisheit. Diese ganz praktische Seite der Erkenntnis, die praktische Seite der Liebe. Um ein kleines Beispiel noch zu nennen, es ist nicht sehr alt, es stammt von der letzten Nacht, ich wurde geweckt, ziemlich früh am Morgen. Ich wusste dann, es ist gut, wenn ich aufstehe, mir Zeit nehme zum Gebet, habe ich dann auch gemacht. Genügend Zeit jedenfalls, um vom Herrn zu hören, was ihm wichtig ist, weiterhin wichtig. Ich wusste es schon. Man weiß diese Dinge und weiß sie doch nicht. Gott führt uns eben in seine Schule und er will uns Erkenntnis schenken. Und er hat mir gesagt, du bist ja doch mit meinem Sohn Jesus Christus gestorben. Das ist das Wichtigste, was du begreifen musst. Das ist der Wille Gottes, dass du das verstehst. Du bist mit ihm schon gestorben. Das ist der große Tod, auf den wir jetzt zugehen, Karfreitag, was da alles eingepackt ist. An menschlicher Unfähigkeit, an Schuld, an falschen Auffassungen, was da alles einfach mit Jesus Christus stirbt. Es ist unglaublich. Das ganze alte Wesen, der ganze alte Adam ist gestorben in Jesus Christus. Verstehe das, begreife es. Es ist immer so. Es ist eine Grundlage. Und dann, was daraus hervorgeht, das neue Leben, das Auferstehungsleben, dieser Wille Gottes, den wir tun können, mit ihm vorwärts gehen, in seinem Geist irgendwo mitschwimmen, in diesem Strom des Lebens. Das ist die andere Seite. Der wichtigste Aspekt, das hat er mir heute Nacht wieder deutlich gesagt, das ist das Wichtigste deines Lebens. Du kannst so viele Dinge machen oder auch nicht machen. Heute weiß man, was man alles nicht machen kann. Das ist natürlich klar in einer Corona-Krise. Machen oder nicht machen, das sind andere Dinge. Aber das Wichtigste ist, bleibe in dieser Erkenntnis, bleibe in diesem Wissen, bleibe in dem, was du in Jesus Christus bist. Wenn du das tust, tust du immer das Wichtigste, das ist deine Hauptaufgabe. Ja, und genau, das ist ja auch das, was uns Psalm 145 sagt. Diese Gerechtigkeit Gottes, die ja gleichzeitig auch Gnade ist und nicht einfach Justiz, auf allen Wegen tut Gott immer dasselbe. Auf allen Wegen nimmt er uns in Jesus Christus hinein, in seinen Tod, in seine Auferstehung und dann kommen die Dinge gut. Ich
Ich wünsche euch einen schönen Tag.